Hast du dir auch schon mal gewünscht, du könntest in eine andere Zeit reisen? Also ich würde ja entweder gerne mal in die Zukunft oder dann zurück ins alte Rom und dort schauen, wie da die Römer so gelebt haben. Anna Zöllig, mein Name, hoi. Du lernst jetzt die beiden Räuber Schlaui und Klaui kennen. Die beiden haben das Glück und machen eine Zeitreise. Und dort, wo sie hingehen, ja, das sind ziemlich besondere Zeiten. Dort wird immer gerade etwas erfunden. Aber hören wir zusammen. Der Linard Bartil weiss nämlich, wo wir da genau hingehen. Zurücklehnen und ein bisschen der Zeit umeinander reisen. Schicht Nummer 1. Die erste industrielle Revolution. Heute sind der Schlaui und der Klaui gerade auf Räubertour im Nostalgiedampfzug von Chur auf Samoritz im Kanton Graubünden. Der Klaui schwingt seinen Teekrug und ruft «Geld oder Leben!» Und die Leute geben dann auch etwas her. Schliesslich ist das ein Nostalgiezug und das heisst so viel wie man reist, so wie man früher gereist ist, und das bedeutet auch mit Räubern. Bei der Station Filisur gehen die beiden Räuber führen auf den Führerstand der Dampflok. Dort ist viel los, was der Schlaui sehr interessiert. Sehr wirklich so ein Führer von dieser Dampflok, sagt der Schlaui. Es kommt einem vor wie in einem Höllenschlund. Höllenschlund, sagt der Klaui. Was soll denn das sein? Heiß und feurig, sagt der Schlaui. Und Kohle für das Feuer hat's auch genug. Zeit, um meinen Teekrug gefährlich machen, ruft der Klaui und befiehlt dem Kohlenschaufler, er soll ihm sofort seinen Teekrug mit Kohle einreiben. Der Mann heisst Heizer, erklärt der Schlaui. Und der Heizer reibt mit dem Kohlenstück der Teekrug rabenschwarz ein. All die Zeiger, staunt der Schlaui, und Uhren und Temperaturmesser, aber auch das Ölkännchen sehr putzig. Man muss nämlich wissen, dass so eine Dampflok ganz anders funktioniert als ein elektrischer Zug von heute. Und das ist für den Schlaui eben putzig, extrem, entzückend oder delightvoll. freut sich der Klaui. So gefährlich, dreckig und finster war mein Teekrug schon lange nicht mehr gewesen. Man muss nämlich auch wissen, dass jeder Räuber eine Waffe hat. Ein Räubersäbel, eine Pfefferbüchse oder ein Teekrug. Der Klaui gehört zu der Sorte Räuber mit Teekrug. Im Namen des Gesetzes hört man plötzlich der Polizist Pünktli, der mit seinem Velo auf der Verfolgungsjagd vom Schlaui und Klaui ist. Der Teekrug ist die Waffe von einem gefährlichen Räuber. Wo der Lokführer das hört, sperrt er vor Angst die Augen auf und zücht an einem Hebel, dass die Lok eine Vollbremse macht und pfeift, als ob es aus dem letzten Loch wäre. «Abspringen!» ruft der Lokführer am Heizer zu. Und beide springen ab der Lok. Zum Glück hat es Haselstuden entlang von der Gleis, wo die beiden Männer auffangen. Der Klaui aber, der zücht an einem anderen Hebel von der Lok. Und der Hebel fängt an reden und sagt «Ab auf Glasgow!» Und in dem Moment fährt die Lok retour. Alle Zeiger von der Temperatur angezeigt und der Dampfdruckmesser, die drüllen im Kreis. Der Polizist Pünktli aber wird samt dem Velo vom Schienenrechen von der Lok erfasst. Das Velo landet auf dem linken Puffer und der Pünktli auf dem rechten. Für die jetzt nicht genau rauskommen, wo das der Polizist Pünktli mitsamt seinem Velo hockt. Puffer, das sind die zwei grossen Knöpfe vorne an der Lok. Und der Schienenrechen ist das Eisengestell zum Hindernis, das auf der Schiene liegen, auf die Seite schieben. Ein Baum, ein Felsbrocken, ein Elefant oder eben der Pünktli mit seinem Velo.
Die ganz Loki samt Schlaui und Klaui plus ein Polizist Pünktli mit seinem Velo auf dem Puffer landen in der englischen Stadt Glasgow beim Herr James Watt. Und zwar im Jahr 1750. Ja, was ist da passiert? Der Klaui hat eben am Geschichtenhebel von der Loki gezogen. Und dann kann es eben schon mal passieren, dass man eine Zeitreise macht. Interessant ist aber, dass der Herr Watt gerade dabei ist, zum Dampfmaschinen erfinden. In dem Moment. Immerhin sind wir, wie gesagt, im Jahr 1750. Und es ist Zeit, dass die erste industrielle Revolution startet. Also dort, wo die Maschinen haben angefangen, die Arbeit der Leute zu übernehmen. «Hallo und grüezi», ruft der Schlaue. «Was machen denn Sie da?» Ich meine, «What are you doing here? It looks complicated.» Man muss nämlich wissen, der Klaui hat einmal ein Englisch-Wörterbuch geräubert. Und der Schlaue hat das aus lauter Langweil in der Höhle studiert. Und jetzt kann der Schlaue, so schlau wie er eben ist, und checkt, dass sie in der schottischen Hafenstadt Glasgow gelandet sind, endlich sein Englisch testen. Und es funktioniert. Der Herr Watt versteht ihn. «I'm investing the new steam machine», sagt der Herr Watt. Was so viel heisst, dass er gerade jetzt dran ist, eine Dampfmaschine zu erfinden. «Pappalapapp», sagt der Klaui. «Geld oder Leben?» Der Herr James Watt staunt nicht schlecht über den Teekrug, wo der Klaui über seinem Kopf schwingt. Aber noch mehr staunt er über die Dampflocke, die plötzlich vor seinem Haus steht. Darum steigt er sofort auf den Führerstand. «That's incredible», sagt er und streichelt die Locke. Er kann das technische Wunder einfach nicht fassen. Genau so etwas schwebt ihm ja im Kopf zum Erfinden vor. Und jetzt sieht er es vor sich. «Geld raus, aber sofort!» brüllt der Klaui. «Er versteht, glaube ich, noch Englisch», erklärt der Schlaue am Klaui und reibt der Daumen am Zeig- und Mittelfinger von seiner rechten Hand ein internationales, zeitloses Zeichen für «Money?» fragt der Herr Watt. «Yes, money», sagt der Schlaue. Aber er, der Herr Watt, ist arm wie eine Kirchenmaus. Er ist zwar ein Erfinder, aber Erfinder sind immer arm, weil sie kein Geld haben. Darum schüttelt er auch nur den Kopf und macht sich weiter an der Loki zu arbeiten. «Marvelous», sagt er, und das heisst etwa das Gleiche wie «wonderful». «Im Namen des Gesetzes», hört man jetzt von der hinteren Seite der Loki der Pünktli. Aber eher schwach. Der Zeitsprung von der Loki hat ihm, glaube ich, ziemlich zugesetzt. Der Klaui springt von der Loki ab und sucht etwas zum Räubern. Außerdem hat er auch Durst. Und weil gerade ein Bursch mit einem Trägekorb auf dem Rücken an einer sogenannten Zeine voller Flaschen vorbeiläuft, nimmt der Klaui so eine Flasche raus, macht sie auf und trinkt sie in einem Zug aus. «Boah!» ruft er wie ein Ochs. «Das ist wie Feuer und Zunder!» Der Bursch verschreckt. Und weil er so laut schreit und der Polizist Pünktli endlich es geschafft hat, um sein Velo ab dem Puffer zu kriegen und «Im Namen des Gesetzes, wo sind wir noch gelandet?» ruft, springen die beiden Räuber davon, direkt in ein Haus, wo Leute an Webstühlen Tücher weben. Es ist klar, dass vor der Erfindung von der Dampfmaschine alle Kleider, Tücher und Stoffe vorhanden sind gewoben worden. 1750 hat es null, nada, gar keine mechanische Maschine noch gegeben, sagt der Schlaue, der ja bekanntlich schlau ist. Der Klaui aber interessiert das nicht. Er sieht 2 Brötchen auf einem Webstuhl liegen und kriegt gerade Hunger. Vermutlich das 9 von einem Weber.
«Oh, ein Sandwich!» ruft der Schlaue. Ein Sandwich ist ein Stück Fleisch, das zwischen zwei Brot eingeklemmt ist, ebenfalls 1750 erfunden worden vom englischen Erfinder, am 4. Earl of Sandwich. «Du kannst das Linke nehmen, ich nehme das Rechte», sagt der Klaue. «Hä? Es hat doch nur ein Sandwich», sagt der Schlaue. «Pappelapapp», sagt der Klaue und greift nach dem linken Sandwich. Leider ist das aber das Falsche. Er hätte das Rechte nehmen. «Klaue, was machst du?» fragt der Schlaue. Und dann merkt er, was passiert ist. Oh, Klaue. In dieser Flasche hat es, glaube ich, einen Naps gehabt, der sogenannte Scottish Whisky. Darum ist dir Sturm im Kopf und du siehst, statt ein Sandwich 2 Sandwiches. Wir erinnern uns, der Klaue hat die ganze Flasche ausgetrunken. Das spielt jetzt aber keine Rolle mehr, denn man hört den Polizist Pünktli rufen. «Im Namen des Gesetzes, mein Velo hat eine Platte!» Und der Bursch mit dem Flaschenträgerkorb ruft durch das Fenster von der Weberei. «You have to pay me the bottle of whisky!» «Oh, der Pünktli!» lallt der Klaue. Und der Schlaue sagt, «We have to go, Glaubi.» Schnell verschwinden die beiden Räuber durch den Hinterausgang aus der Weberei. «Was sollen du mit den Drankenzähler? Was sollen du mit den Drankenzähler? Was sollen du mit den Drankenzähler?» singt der Klaue und der Schlaue zeugt so gut es geht Richtung Loki. Weil aber der Pünktli ein Velo hat, zwar mit einer Platte, aber immerhin ist er fast gleichzeitig bei der Loki und schwingt sich samt Velo auf das Schienenrechen. Auch der Bursch mit dem Flaschenträgerkorb klettert auf die Loki, genauer gesagt auf den Wassertank. Dermal zeugt der Schlaue am Geschichtenhebel. Und der Geschichtenhebel sagt «Allons à Paris!» Die Loki setzt sich in Bewegung, und zwar fürsch. Wir fassen zusammen. Der Klaue hat einen Schwips. Der Schlaue ist der Geschichtenhebler. Der Bursch mit dem Flaschenkorb sitzt auf dem Wassertank. Der Pünktli hockt seinerseits auf dem Schienenrechen und versucht mit der Gummilösung der Platte zu flicken. Und die Loki fährt im Volldampf voraus auf Paris. Geschichte Nummer 2. Die französische Revolution. Nachdem klar geworden ist, dass der Schlaue und Klaue auf der Loki vom Nostalgiezug einen Geschichtenhebel gefunden haben, wo übrigens reden kann, wundert es niemand, dass der Polizist Pünktli eine Gummilösung immer mit dabei hat. Eine Gummilösung für sein Problem. Das da heisst Platte. Eine Platte ist ein Loch im Schlauch. Und zwar im Schlauch von seinem Velo. Das Velo, das am linken Puffer von der Loki hängt und ein bisschen aussieht wie ein betrunkener Heustraffel. Auf Englisch sagt man dem Grasshopper. Was eine Gummilösung ist, das erfahrt man später in dieser Geschichte. Und Englisch muss man in dieser Geschichte auch nicht mehr verstehen. Der Geschichtenhebel hat ja gesagt, wir fahren jetzt auf Paris. Paris ist in Frankreich und in Frankreich redet man Französisch. Und Französisch versteht der Klaue auch kein Wort. Aber er weiß genau, was es in Paris zum Stehlen gibt. «Paris stehlen wir den Eiffelturm», sagt der Klaue genüsslich. «Aber halt, Moment», sagt der Schlaue. «Es ist eine Frage, in welchem Jahr das wir landen. Der Eiffelturm ist erst im Jahr 1889 eingeweiht worden.» «Pappelapapp», sagt der Klaue. «Gestohlen wird er so oder so.» Es nützt nichts, dass der Schlaue am Klaue will erklären, dass sie zwar in der Zeit zuerst retour gegangen sind mit dem Geschichtenhebel und dann vorwärts,
Aber niemand weiß genau, in welches Jahr wieder vorwärts von Glasgow 1750, wohin dass sie jetzt genau gelandet sind. Auf jeden Fall landen sie jetzt gerade vor dem Schloss Versailles. Mit vielen Leuten vorne dran, die so vergoldete kleine Kabinen anschauen, wo jeweils 2 Diener an einer Stange umeinander tragen. «Dann stellen wir halt so eine goldige Kiste», ruft der Klaue laut. «Du packst die Stange hinten und ich vorne.» Was bleibt dem Schlaue anders übrig? Er muss helfen, die schwer sänften, so heissen die Kabinchen mit dem Fensterloch und dem Vorhang nämlich, packen und richtig Locki tragen. «Ihr würdet mir gescheiter helfen, mein Velo pumpen», ruft der Polizist Pünktli, wo sie mit der Sänfte näher kommen. «Dann könnt ihr herausfinden, wo das Loch im Schlauch genau ist.» Plötzlich geht aber der Vorhang von der Sänfte auf die Seite und der Kopf von einem Mann erscheint. «Qu'est-ce qu'il y a?» ruft er und will aussteigen. Der Klaue und Schlaue stellen die Sänfte ab. Der Mann, der zum Kopf gehört, schimpft wie ein Wald von Laffen. «Je suis en train d'uriner et ces crétins se me promènent avec la cuvette, c'est la révolution!» Der Schlaue hat schon mal ein französisches Wörterbuch studiert, wo übrigens der Klaue gestohlen hat. Und darum versteht er auch jedes Wort, vor allem das Wort Revolution. «Was hat er gesagt?» fragt der Klaue. «Etwas von Cuvette. Und das heisst WC», sagt der Schlaue. «Und etwas von Kretin. Und das heisst Volltrottel.» Der Klaue nimmt nur seinen Teekrug, schwingt ihn so in die Richtung vom Mann im Transport-WC, dass der Kopf augenblicklich wieder hinter dem Vorhang verschwindet. «Wer ist das überhaupt?» will der Klaue wissen. «Ist das ein König?» «Nein, der sieht anders aus, der König», sagt der Schlaue. «Er war wahrscheinlich irgendein Höfling, sonst hätte er eine Krone an.» «Das ist die beste Gummilösung, die es auf dem Markt gibt», hört man jetzt wieder der Polizist Pünktli vom Puffer von der Locke oben runter. «Gummilösung?» fragt der Klaue. «Man kaut den Gummi vom Schlauch mit einem Schleif Papier auf, dort wo das Loch ist. Dann gibt man 2 Tupfen aus der gelben Tube da von dieser Gummilösung dazu, nimmt das Papier vom runden Flicken weg und drückt den Flick auf die Gummilösung. Voilà!» Der Polizist nimmt sein Velo von der Locke oben runter. Das kommt dem Klaue gerade recht. Er und der Schlaue wuchten jetzt das goldige Träge-WC auf die Puffer von der Locke, wo vorher das Velo drauf war. «Klaue?» fragt der Schlaue. «Aber für was brauchen wir eigentlich so ein tragbares WC?» «Ab sofort können wir in ein goldiges WC brünzeln», sagt der Klaue. «Der französische König, der 14., erklärt der Schlaue, wo das Schloss Versailles hier gebaut hat, hat kein WC oder Toilette oder Pissoir eingebaut. Darum hat er 200 so Toilettenkistchen machen lassen.» «Und immer, wenn jemand pippen musste, wundert sich der Klaue, hat es 2 Leute gebraucht, um die Kiste zuerst zu holen und dann noch leeren.» «Jawohl», sagt der Schlaue. «Darum hat das Volk dann gesagt, jetzt ist Schluss mit dem goldigen WC.» «Und dann?» will der Klaue wissen. «Dann haben sie eine Revolution gemacht», erklärt der Schlaue, wo halt doch sehr viel weiß. «Im Namen des Gesetzes, es gibt keine Revolution», sagt der Polizist Pünktli. «Die Polizei sorgt für Ruhe und Ordnung.» Aber dann kommt gerade das Volk von Paris und ruft «Liberté, Egalité, Fraternité». Das heisst Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, erklärt der Schlaue. Eine Brüderlichkeit im sozialen Gemeinwesen, eine Gleichheit vor dem Gesetz und Freiheit in der Wirtschaft. «Wirtschaft?» fragt der Klaue. «Wo gibt's da etwas zu trinken?» Bevor der Schlaue erklären kann, dass die Liberté von der Wirtschaft nicht das Restaurant meint,
haben die Leute vom Volk das goldige WC vom Puffer vor Loki runtergenommen, haben den Mann, der am Brünzeln ist, rausgeholt und jetzt rufen sie «Justice! Justice! Justice!» Das heisst Gerechtigkeit. Und dann rufen sie noch «Guillotine! Guillotine! Guillotine!» Und das heisst Kopf ab. Während der Französischen Revolution hat es mehr Köpfe gegeben, die gerollt sind, als Guillotinen, die sie zum Rollen gebracht haben, sagt der Schlaue. Das versteht jetzt aber keiner mehr. Aber die Revolution ist halt so, man versteht es nicht. «Es ist grauenhaft!» ruft der Polizist pünktlich, aber keiner weiß, was genau grauenhaft ist und warum. Und so ist es halt auch mit dem goldigen WC. Während alle Könige und Höflinge einfach hinter einem Baum brünzeln, dann hätten sie ihre Köpfe noch. Die Leute haben einfach genug von diesen Königen, vom Steuerzahlen, von dieser Ungerechtigkeit, sagt der Schlaue. Und der Klaue hat erstens Durst und zweitens will er endlich etwas klauen. Schliesslich ist er der Klaue. Fassen wir also zusammen. Die Loki ist mit dem Geschichtenhebel von Glasgow auf Paris gefahren, mitten in die Französische Revolution, wo viel mit goldigen WCs zu tun hat und mit der Wut vom Volk, wo darum eine Guillotine erfunden hat, wo viele Leute den Kopf gekostet hat. Und der Pünktli ist glücklich über die Gummilösung, weil sein Velo jetzt wieder fährt. Aber der Pünktli beschlossen, mit dem Velo ein bisschen Paris anschauen. Und so kommt's, dass der Klaue seinen Teekrug schwingt, «Geld oder Leben!» ruft und versucht, den Leuten ihre Ringe, Portemonnaie oder andere wertvolle Sachen abzunehmen. Aber wie das in einer Revolution so ist, die Leute lachen der Klaue aus. Weil erstens verstehen sie kein Schweizerdeutsch und zweitens findet einer von diesen Revolutionären, er hätte schon lange mal gerne so einen schönen Teekrug gehabt. Und schwupps, schon hat der Klaue keinen Teekrug mehr. «Der Räuber wird beklaut», ruft der Schlaue. «Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet», ruft der Pünktli, hebt der Dieb am Kragen und nimmt ihm den Teekrug wieder ab. «Guillotine, Guillotine», rufen die Leute. Und das bedeutet Strafe. Aber keiner weiss so richtig, warum und wer soll bestraft werden und für was. Wenn sie den Teekrug-Dieb bestrafen? Oder der Klaue, wo sie mit dem Teekrug beklauen? Oder der Polizist Pünktli, weil er ein Polizist vom Staat und vom König ist? Und sie gegen jeden Staat und jeden König sind? Und egal wer es trifft, sie wollen einfach wieder sehen, dass einer die Schuld ist. Und so rupfen die einen am Klaue umeinander, die anderen am Teekrug-Dieb und die dritten am Polizist Pünktli. «Im Namen des Gesetzes, das ist meine Nase!» ruft der Pünktli entsetzt. Und am Klaue reissen sie am Bart, dass er die Sterne in Holland sieht. Nur der Teekrug-Dieb macht sich in der allgemeinen Verwirrung mit dem Teekrug aus dem Staub. Und es wäre sicher zu einem doppelten Köpferollen gekommen, nämlich dem vom Klaue und dem vom Pünktli. Wenn nicht wie aus dem Nichts der Burst von Glasgow mit der Schnapsflasche Scottish Whisky wäre auftaucht und die Leute ihm eine um die andere Flasche aus dem geflochtenen Korb gestohlen hätten. Es geht ein richtiges Geschlägel um die Whiskyflaschen los. Die Leute fangen an Whisky zu trinken und so kann der Klaue seinen Bart aus der Umklammerung vom ausgeflippten Mob, das ist eine Menschenmenge, in der grössten Not noch befreien. Der Schlaue, immerhin auch Ehrenräuber, hilft dem Polizist Pünktli. Er kann einfach nicht zuschauen, wie die Leute dem armen Landjäger die Knöpfe von der Uniform abrupfen. «Können Sie mich aber nicht am Klaue verraten, gell?» sagt der Schlaue. «Wenn der sieht, dass ich einem Polizist helfe, dann pürt uns der Waldvogel.» «Wehe!» brüllt der Klaue. «Wehe, wenn ich den Teekrug nicht zurückkriege!» «Wir müssen weiter!» ruft der Schlaue und züchtet den Polizist Pünktli in Richtung Loki. «Im Namen des Gesetzes!» jammert der Pünktli mit Tränen in den Augen. «Ich habe wegen der blöden Revolution mein Velo verloren.» Ja, tatsächlich.
Die Leute haben das Velo vom Pünktli gefunden und versuchen jetzt damit umeinander zu fahren. Und zum Teil schaffen sie das sogar, obwohl sie noch nie ein Velo vorher gesehen haben und obwohl ein Haufen von ihnen schon ziemlich betrunken sind. So flüchtet dann der Schlaue, der Pünktli ohne Velo und der Klaue ohne Teekrug auf die Loki. Das Velo lässt zurück, der Teekrug ebenfalls. Und der Bursch aus Glasgow, der immer noch seine leeren Whiskyflaschen sucht, auch. Dafür rettet sich der Mann aus der Brünzli-Sänfte vor einem revolutionären Mob auf den Cola-Wagen der Loki. «Alle hopp!» ruft er ganz unternehmungslustig. Der Schlaue zieht am Geschichtenhebel. Der Geschichtenhebel sagt «Ab auf Bern!» Und die Loki setzt sich in Bewegung zu neuen Abenteuern. Geschichte Nummer 3. Fast eine Revolution. Der Start der direkten Demokratie. Der Schlaue war der Erste, der sich während der Französischen Revolution auf die Loki retten konnte. Zum Glück hat auch der Klaue vor einem wütigen Volk am sogenannten Mob flüchten. Ein Mob, der ganz wild war auf seinen Bart. Ein Mob ist entweder eine Art nasser Besen, um den Boden aufzunehmen, oder eben ein Menschenhaufen, der nicht mehr weiss, warum sie auf der Straße sind. In unserem Fall ist der Mob das Zweite eine Zusammenrottung von ziemlich wütigen Bürgern, die noch keine Bürger, sondern Untertanen sind. Und dem Mob kann der König der Puckel runterrutschen. Ein König, der so viel Steuern verlangt und das Geld nur für sich und seine Freunde und Familie ausgegeben hat, rutscht dann eben runter bis auf den Boden. Und dort hat der Mob zugeschaut, wie es ihm der Kopf auf der Guillotine abgesäbelt hat. Kein schönes Bild. Also, der Pünktli hat sich auch retten. Aber er ist todtraurig, weil sein Velo verloren gegangen ist. Der Mob hat nicht nur der Whisky vom Burst ausgesoffen, muss man sagen. Nein, sie sind auch noch betrunken mit dem Velo vom Polizist Pünktli umgefahren. Heute gibt es das 3 Monate Velofahrverbot. Mindestens. Aber wir sind ja nicht heute. Wir sind ja mit der Loki auf einer Geschichtenreise. Mit dem Geschichtenhebel quer durch die 3 Industriezeitalter. Und das Velo ist, wie gesagt, verloren gegangen. Der Schlaue hat am Geschichtenhebel gezogen. Der Geschichtenhebel hat gesagt, ab auf Bern. Und das Bern, hui, landen sanft und ohne Mühe direkt vor dem Bundeshaus. Vorne auf dem Puffer sitzt der Pünktli ohne Velo. In der Loki ist der Schlaue mit dem Hebel in der Hand und nebendran der Klaue, ein Räuber ohne Teekrug. Und im Kohlewagen hockt der Mann aus der goldigen Brünzli-Sänfte. «Zuerst, was ich jetzt brauche, ist ein neuer Teekessel», sagt der Klaue finster. «Aber halt, mal Moment», sagt der Schlaue. «Wir wissen noch gar nicht, wo wir gelandet sind.» «C'est la Suisse, c'est Bern, la place fédérale», ruft der Mann vom goldigen WC-Häusli. «Je la reconnais.» Und dann erzählt er noch eine lange Geschichte, wie er als junger Mann früher einmal zu Bern ist Käse einkaufen, Emmentaler, wo er nach Paris gebracht und dort wieder verkauft. Das bedeutet, erstens ist es für den Schlaue ein wichtiger Hinweis, dass sie jetzt, wie der Geschichtenhebel ja gesagt hat, wirklich zu Bern angekommen sind. Immerhin die Hauptstadt der Schweiz. Dann noch auf dem Bundesplatz und zwar im Jahr 1848. Und zweitens interessiert sich der Klaue kein Räubermantelknopf, weil er will ja einen Teekrug und zwar sofort. Darum stürmt er in den nächsten Teeladen rein und ruft «Teekrug oder Leben!» Und weil in dieser Zeit 1848, wo sie gelandet sind, kein Mensch einen Bart hat, hat der Mann im Teeladen schon ein bisschen Angst. Obwohl der Klaue ja kein Teekrug hat. Oder wer weiß,
Hätte der Klaui einen Teekrug seine Räuberwaffe? Vielleicht hätte der Mann dann am Klaui den Teekrug abkaufen und die Situation wäre noch viel verzwickter geworden. So aber ist klar, der Klaui hat wieder einmal so viel Glück, wenn er Tempo hat. Der Mann gibt ihm den gefürchtigsten Teekrug, den er im Laden hat, und der Klaui stürmt mit der neuen Räuberwaffe aus der Tür direkt am Schlaui in die Arme. «Heute wird das Parlament eingeweiht, habe ich erfahren», ruft der Schlaui. «Die Gründung von der Bundesversammlung, es geht um Demokratie.» «Kann man dir stellen?» fragt der Klaui mit finsterem Blick. «Demokratie ist die Macht vom Volk», sagt der Schlaue. «Wie soll man dir stehlen?» «Schade. Und das Parlament kann man das wenigstens stehlen», will der Klaue wissen. «Das Parlament sind die Abgeordneten vom Volk», erklärt der Schlaue. «Die kann man auch nicht stehlen.» «Ja, Hammer, haben die Abgeordneten wenigstens etwas zum Stehlen dabei?» fragt der Klaue. «Das Einzige, was man ihnen stehlen könnte, ist die Freiheit», sagt der Schlaue wichtig. «Aber die Freiheit, die lässt sie sich nicht stehlen.» Aber der zweite Teil vom Satz hat der Klaue schon nicht mehr gehört. Er ist davongesprungen, in der festen Absicht, die Freiheit zu stehlen, wenn es schon nichts anderes gibt. Der Schlaue sagt dem Mann aus dem goldigen WC-Häusli, er solle mit ihm mitkommen. Immerhin wisse er, was Emmentaler Käse ist. Man weiss nicht, was der Klaue mit dieser Freiheit anstellt. «Liberté! Liberté! Liberté!» ruft der goldige WC-Mann, als ob er die Freiheit höchstpersönlich erfunden hätte. Weil Liberté heisst ja auf Französisch Freiheit. Der Klaue aber springt mit seinem brandnachtfinsteren Teekrug Richtung Bundeshaus ins Parlament. Machen wir es kurz und einfach. Die Parlamentarier im neu gegründeten Parlament in Bern haben schließlich und endlich ohne Murren und Mucksen am Klaui so viel Geld, natürlich Steuergeld, in den Teekrug geworfen, dass der Klaui den Krug kaum mehr tragen mögen. Ja, so ist das. Das Geld ist nicht wie heute aus Papier, sondern aus Silber und Gold. Sogenannte Schweizer Goldfranken. Und Geld hat der Klaue jetzt einen Teekessel voll. Und er stöhnt wie ein Ochs beim Pflügen wegen dem Geld, wo der Teekrug so schwer macht. Zum Glück kommt jetzt der Schlaue und hilft am Klaue tragen. Auch der Mann aus dem goldigen WC-Häusli ist auf der Stelle und nimmt eine rechte Hampfle Silber aus dem Kessel, weil er unbedingt aufs WC muss und dort muss man Eintritt zahlen. «Im Namen des Gesetzes», hört man jetzt der Polizist Pünktli ohne Velo, «das Parlament ist der Gesetzgeber.» Er stößt mit dem Bundesweibel, einem Saaldiener, der im Parlament für Ordnung sorgt, zusammen. Der Bundesweibel versucht der Klaue, der Schlaue und der Polizist Pünktli aufhalten. «Es ist verboten, ins Parlament einzudringen», ruft der Weibel. Aber der Pünktli weiss nicht, wer der Bundesweibel ist und verstrickt sich mit ihm in so eine üble Rauferei, dass die anderen verschwinden können. Wir sind wieder einmal so weit. Der Schlaue und der Klaue flüchten mit dem Teekrug, der voller Münzen ist, zur Loki, die auf dem Bundesplatz wartet. Der Pünktli zieht sich aus dem Kampfgetümmel mit dem Bundesweibel mit einer blutigen Nase zurück und flüchtet ebenfalls Richtung Dampflok. Der Bundesweibel mit seiner aus dem Kampf mit dem Pünktli verhuderten Weibeluniform springt hinein. Und der Mann aus dem WC-Häusli findet den Weg zur Loki leider nicht mehr. Er bleibt im WC vom Parlament hängen, weil er nicht schnell genug die richtige Münze machen kann. Dafür gabelt die Loki der Bundesweibel auf den Puffer, gerade wo der Schlaue am Geschichtenhebel zieht und der Geschichtenhebel sagt «Ab auf Michigan!». Die Loki setzt sich in Bewegung. Der Pünktli schaut das viele Geld vom Klaue an und hat keine Ahnung, dass das Steuergelder vom sogenannten Volk sind. Der Klaue sagt, «Pünktli, schau nicht so blöd.» Und der Schlaue ist äußerst gespannt,
was der Geschichtenhebel jetzt vorhat. Immerhin geht's auf Michigan. Und das ist in Amerika. Geschichte Nummer 4. Die zweite industrielle Revolution. Unsere, ja bald muss ich schon sagen, Helden, Schlaue und Klaue, sind auf der Zeitreise mit der Loki nach Michigan. Denn gleich, ob die beiden Räuber sind oder nicht, das, was sie in den letzten paar Tagen erlebt haben, ist doch allerhand. Zuerst sind sie mit der Loki bei der Erfindung der Dampfmaschine beim Herrn Watt dabei gewesen, in Glasgow. Dann sind sie mitscht in die Französische Revolution auf Paris. Dann haben sie an der ersten Versammlung vom Eidgenössischen Parlament teilgenommen. Und sie haben alles überlebt. Das heisst, sie sind jetzt schon Helden. Weil ein Held ist man, wenn man überlebt, oder? Es heisst zwar auch, erst am Schluss stirbt der Held. Und solange er noch lebt, der Held, weiss kein Mensch, dass er ein Held ist. Also muss man sagen, dass es nur tote Helden gibt. Aber nein, unsere Helden leben ja noch. Sind sie jetzt Helden oder nicht? Basta, Lömmers. Der Schlaue und der Klaue sind meine Helden. Und der Pünktli gerade auch. Der schafft es nämlich immer gerade noch auf die Loki, bevor der Schlaue am Geschichtenhebel zieht. Und das ist heldenhaft. Im Namen des Gesetzes, ruft der Pünktli und will am Klaue das Geld, das der von den Parlamentariern eingesammelt hat, wegnehmen. Sie haben das Geld gestohlen. Babbelabab, sagt der Klaue. Pünktli, du verstehst weder vom Parlament etwas noch vom Geld, das das Parlament ausgibt. Nichts. Ich verhafte Sie wegen Überfall und Beraubung von politischem Personal, sagt der Pünktli mit blitzigen Augen. Aber die Loki macht jetzt einen Gump, einen sogenannten Juck, einen Juckgump. Das Geld im Teekrug fliegt aufgrund von der sogenannten Flugkraft durch die Gegend. Und wo sie endlich zu Michigan landen, haben sich die Münzen im geschichtlichen Niemandsland zwischen 1848 und 1908 in Luft aufgelöst. Da ist kein Fränkli mehr in dem Teekrug. Ja, man hat richtig gehört. Wir sind im Jahr 1908. So damit hat der Pünktli nicht nur das Velo im allgemeinen Getümmel, sondern auch noch jeden Grund für eine Verhaftung vom Klaue verloren. Und die Loki landet vor der Fabrik vom Herrn Henry Ford in Michigan. In dem Moment, wo das erste Modell T vom neuen Fließbandauto aus der Fabrik rollt. Ein Fabrikarbeiter fährt stolz mit dem neuen Auto auf den Parkplatz. Das ist das erste Auto von der Laufbahnserie Chinlithia, erklärt der Fahrer am Pünktli begeistert. Wir bauen das Auto in 2 Stunden zusammen und überschwemmen bald der amerikanische Markt. Und es geht nicht mehr lang, dann wird die ganze Welt Ford Modell T fahren. Chinlithia. Der Klaue sieht das Auto, versteckt sich kurz und wartet, bis der Fahrer verschwunden ist. Dann trüllt er an der Handkurbel vorne am Auto. Ja, man hat richtig gehört. Eine Handkurbel, um das Auto ankurbeln. So war das bei dem ersten Auto. Der Motor springt an und jetzt springt der Klaue ins Auto, das Chinlithia heisst. Lacht der Klaue sein Räubertriumphlachen. Er leitet erst von insgesamt 2 Gängen ein und fährt davon. Aber halt, Moment, ruft der Schlaue und kann gerade noch ins Auto springen. Es ist schon verrückt. Immer erreicht man den Fortschritt gerade noch im letzten Moment. Der Pünktli ruft Halt im Namen des Gesetzes. Aber weil der Motor vom neuen Teammodell so laut ist, hört es keiner mehr. Und der Klaue fährt mit wehendem Bart durch Detroit.
Das ist eben die Stadt im Staat Michigan. Ja, die Amerikaner. Das Auto erfunden haben zwar die Deutschen, und zwar der Herr Karl Benz, wo sein Auto nach seiner Tochter Mercedes tauft hat. Aber Millionen davon gemacht haben die Amerikaner, eben der Herr Ford. Der Erfindung vom Flussbandauto ist der Anfang vom amerikanischen Zeitalter von der zweiten industriellen Revolution, sagt der Schlaue schlau. Hauptsache es schettert, ruft der Klaue, was komplett schnurze-furze-egal ist, ob der Herr Benz das Auto erfunden hat oder der Herr Ford. Hauptsache es schettert. Wo sie aus dem Tor von der Autofabrik rausfahren, hat es schon Hunderte von Leuten, die warten, bis sie endlich auch ein T-Modell kaufen können. Arbeiter in der Fabrik kommen am Flussband fast nicht mehr nach. Auch wenn sie nur gerade immer das Gleiche machen müssen, zum Beispiel ein Rad montieren oder eine Lampe draufsetzen oder eine Kurbel, um den Motor anzuwerfen. Am Anfang macht das vielleicht noch Spass, aber mit der Zeit immer das Gleiche. Ja, und die Kurbel zum Auto anwerfen fliegt jetzt gerade aus der Halterung auf die Straße und es schettert schon wieder oder eher es klippert. Aber wir haben den Herr Mel Sheppard vergessen. Der ist nämlich 1908 Sieger im 400 und 800 Meter Lauf in der Olympiade in London gewesen und heute gerade in Detroit am Trainieren. Haben Sie die Antriebskurbel verloren? Fragt er und lauft neben dem Schlaue und Klaue her im typischen Tempo von einem Leichtathlet und erst noch, als ob's nichts wäre. Ich habe die auf der Straße gefunden. Herzlichen Dank, ruft der Schlaue. Der hätte uns dann schon noch gefehlt am Schluss. Der Herr Mel Sheppard nickt und rennt weiter, schneller als der Klaue mit dem Auto, als ob er etwas noch am Suchen wäre. Was er sucht, das spielt ja keine Rolle, weil er kommt in dieser Geschichte nicht mehr vor. Dafür fährt der Klaue mit seiner Tin Lissi immer langsamer, bis sie langsam anhaltet. Ich glaube, uns ist Benzin ausgegangen, sagt der Schlaue, weil er schlau ist. Benzin, sagt der Klaue. Ja, Benzin haben wir schnell. Er springt mit dem Teekrug davon und der Schlaue mag für einmal einfach nicht schon wieder am Klaue hinten springen. Da sieht man es. Man meint, der Schlaue mache immer das Gleiche, nämlich am Klaue hinten springen, weil der Schlaue ja schlau ist und der Klaue schnell. Aber nein, da täuscht man sich eben. Heute bleibt der Schlaue schön in der Tin Lissi, am ersten Auto, wo vollständig am Flussband zusammengebaut worden ist, und schaut vom Nebensitz aus in den Himmel. In dem Himmel hat es Wolken. Wolken, die vorbeiziehen. Er hört Vögel. Vögel, die pfeifen. Er hört ein Lied aus einem Fenster, wo seinerseits aus einem Audion raustönt, und das Audion ist eines der ersten Radio. All das werden wir mal bald nicht mehr hören. Weder die Vögel noch das Lied, denkt der Schlaue und überlegt sich, ob er das alles gut finden soll. Ja, fast ein bisschen traurig wird er, der Schlaue. Der natürlich schlau ist und erst noch weiss, wie das alles heute aussieht. Er ist ja auf einer Geschichtenreise mit dem Geschichtenhebel von der Loki und bei jeder Erfindung geht immer alles noch schneller. Dass das mit der Beschleunigung am Klaue aber super passt. Je schneller, umso besser. Das wissen wir ja. Und so kommt's, dass der Schlaue gerne noch ein bisschen weiter studieren möchte und der schnelle Klaue mit dem Teekrug voll Benzin zu springen kommt. Hinter ihm ein stinksaurer Apotheker. Er mit einem Baseballschläger in der Hand. Man muss nämlich wissen, dass die erste Tankstelle und der erste Tankwart erst 1913, also 5 Jahre später, erfunden worden sind. Bis dann hat es Benzin in der Apotheke gegeben. Jawohl.
Der Baseballschläger und der Apotheker kommen immer näher. Darum leert der Klaue schnell das Benzin aus dem Teekrog in den Benzintank. «You stole my petrol!» ruft der Apotheker. Aber dem Klaue ist das Pfefferbüchsen egal. «Hö, lacht er laut. «Benzin in der Apotheke, wie aus dem letzten Jahrhundert ist doch das!» Und das stimmt ja auch. Schließlich sind wir immer noch 1908. Der Schlaue steckt die Kurbel vorne in den Motor, drüllt und hui, schon fährt der Klaue los. Aber Moment, ruft der Schlaue am Klaue hinein. Wohin willst du denn jetzt fahren? Tempo, 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 ruft der Klaue und putscht mit dem vollen Carré in ein sehr elegantes Auto mit silbrigen Kotflügeln. Ja, so produziert der Räuber Klaue der erste Verkehrsunfall mit dem neuen Modell T und macht der erste sogenannte Tin Lizzie Crash. Ui, 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 ruft der Schlaue und springt dem Klaue hinein. Der Apotheker mit dem Baseballschläger, der in wenigen Jahren schon wird der Beruf wechseln und ein Tankwart sein, kommt jetzt immer noch näher. Und der Besitzer vom putschten Auto, übrigens ein Einzelklassewagen, der 10-mal mehr Wert hat als die Tin Lizzie und wo nicht auf dem Fließband hergestellt worden ist, auch. Fassen wir zusammen. Der Schlaue und der Klaue werden zuerst verfolgt vom Benzinapotheker mit dem Baseballschläger und am Erbauer und Besitzer vom Anaconda am Einzelklassewagen vom Herrn McDonald. Hinter diesen zwei teufelsverrückten Männern kommen aber immer mehr Leute, die sich ihnen anschliessen. Auch sie wollen rennen. Ja, so ist es eben. Wenn es etwas zu springen gibt, dann springen die Leute massenweise hinein. Auch wenn sie gar nicht wissen, warum. Der Schlaue und der Klaue erreichen die Loki in letzter Sekunde. Der Pünktli, der in dieser Geschichte wirklich nicht viel Platz hatte, steht jetzt am Geschichtenhebel. Und wo der Klaue und der Schlaue aufspringen, langt es nur noch für den Mr. McDonald auf den Puffer von der Loki. Der Weibel vom Bundeshaus von Bern ist gar nicht mehr auftaucht. Das Heer von Mitläufern, sagen wir lieber Mitspringer, die hinter dem Apotheker hineinspringen, sehen nur noch, wie der Pünktli am Geschichtenhebel zieht. Die Loki setzt sich in Bewegung und verschwindet vor allen Augen in einer Geschichten-Zeitwolke. Und uns interessiert nur noch, wo sie wieder vorkommt. Geschichte Nummer 5. Die dritte industrielle Revolution. Im Namen des Gesetzes ruft der Pünktli von der Loki oben runter. Er hat den Geschichtenhebel immer noch in der Hand. In welchem Jahr sind wir jetzt? 1941, sagt der Geschichtenhebel. Die Erfindung vom ersten Computer 1941 durch den deutschen Ingenieur Konrad Zuse in Berlin, nachdem es von der Frau Ada Lovelace schon 100 Jahre vorher erfunden worden ist. Ja, so ist das. Das meiste, was berühmt wird, kommt leider immer erst dann berühmt, wenn es Zeit dafür ist. Aber das ist ganz eine andere Geschichte. Pappelapapp, ruft der Klaue. Ich will wieder heim, und zwar Tempo Teufel. Er rupft an dem Geschichtenhebel umeinander und die Loki verschwindet in der nächsten Zeitwolke und landet vor einer riesigen Universität. 1971 Massachusetts Institute of Technology. Erfindung vom Internet, sagt der Geschichtenhebel. Das wäre doch interessant, ruft der Pünktli am Schlaue zu. Auf dem Polizeiposten wollen doch die sage und schreibe das Internet einführen. Ja, sehr interessant, sagt der Schlaue.
Und schon wieder in den USA. Es scheint hier einen Wettlauf zwischen den deutschen und amerikanischen Universitäten zu geben. Das Parlament in Bern war langweilig, sagt der Klaui. Stell dir mal vor, wie langweilig erst eine Universität muss sein. Er rupft an dem Geschichtenhebel umeinander wie ein Bayeresel, der genug hat vom Mehlsäckträger. Die Lok verschwindet in einer Zeitwolke und landet in Genf. Und zwar genau auf der Grenze von Frankreich und der Schweiz. CERN, alles aussteigen, sagt der Geschichtenhebel. 1989 die Erfindung vom World Wide Web WWW im Teilchenbeschleuniger CERN bei Genf. Ich will aber heim, brüllt der Klaui und rupft an dem Geschichtenhebel umeinander so räuberfest, dass der Hebel abbricht und die Lok keine Wank mehr macht. Donnerhammer, degrockt aus dem Himmel, flucht der Klaui und wirft den Hebel aus der Lok raus, genau an einem netten Mann in seine Einkaufstasche. Kann ich helfen? Fragt der nette Herr. Im Namen des Gesetzes ist da Frankreich, fragt er pünktlich. Nein, da auf der Seite, wo das Restaurant ist die Schweiz, sagt der nette Herr. Der Teilchenbeschleuniger steht aber auch in Frankreich. Der Teilchenbeschleuniger, fragt der Schlaue. Ja, sagt der Mann mit Sorgenfalt auf der Stirn. Ein Teil vom Beschleuniger ist in Frankreich, der andere ist in der Schweiz. Und immer, wenn die Teile in Frankreich drin sind, müssen die französischen Wissenschaftler den Schweizer anrufen. Und wenn die Teile wieder in der Schweiz sind, müssen die Schweizer den Franzosen anrufen. Darum bin ich dran, das WWW zu erfinden. Das World Wide Web ist nämlich grenzenlos. Übrigens, Tim Berners-Lee ist mein Name. Sehr erfreut. Schlaue, sagt der Schlaue höflich. Das ist mein Räuberkollege Klaui und das ist der Polizist Pünktli. Auf dem Puffer hockt der Dampfautobauer Herr McDonald. Sein edles Auto ist leider in Detroit mit einem neuen Flussband Ford Tin Lizzie zusammengeputscht. Dabei ist es zu einem Totalschaden gekommen, ruft er Pünktli. Der Schlaue hat natürlich auch schon etwas vom weltweiten Netz gehört. Weil es aber in der Räuberhöhle kein elektrisch gibt, hat er nie einen Computer vermisst. Und warum im Namen des Gesetzes tun ihr die Teile beschleunigen? Fragt er pünktlich streng. Wir wollen das Wesen der Materie erforschen, erklärt der Herr Berners-Lee, und je schneller, umso besser. Da ist man aber schnell bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, ruft er pünktlich. Und wehe, wenn die jetzt hoch ist, dann gibt's aber eine saftige Buß. Die Beschleunigung findet nur im Mikrobereich, also bei winzigen Partikeln statt, meint der Berners-Lee und lächelt. Die können Sie nicht einmal sehen. Umso mehr, ruft er pünktlich. Im Namen des Gesetzes zeigen Sie mir die Beschleunigung, aber standebede. Sehr gern, sagt der freundliche Forscher Tim Berners-Lee. Der Pünktli geht also mit dem Herrn Berners-Lee in den Teilchenbeschleuniger, während der Schlaue der Geschichtenhebel sucht. Weil ihm schwant Unheil, wenn sie den Hebel nicht mehr finden. Mamma mia! Und der Klaui weiss ausnahmsweise mal nicht, was machen. Da sehen Sie die riesige Röhre, sagt der Forscher. In dieser Röhre schiessen wir die Partikel in beinahe Lichtgeschwindigkeit auf andere Partikel und im Aufprall entstehen. Im Namen des Gesetzes, ruft der Pünktli, haben Sie denn eine Waffenschein, um die Partikel umzuschiessen? Sind Sie denn ein fahrender Polizist? Fragt der Herr Berners-Lee. Vanja Pünktli, Landjäger bei der St. Galler Kantonspolizei mit Ordonnanzvelo 2. Klasse. Ja, und wo ist denn das Velo? Fragt der Herr Berners-Lee einfühlsam.
Im Namen des Gesetzes, ich habe es verloren, sagt der Pünktli zerknirscht. Ja, und wo haben Sie es verloren? Will der nette Herr Berners-Lee wissen? Es ist leider in der französischen Revolution abhanden gekommen, erklärt der Pünktli, Landjäger mit Ordonnanzvelo 2. Klasse. Der Herr Berners-Lee schaut schon ein bisschen komisch. Französische Revolution? Sind Sie sicher? Fragt er der Pünktli. Wir befinden uns auf einer Geschichtenreise durch die 3 industriellen Revolutionen mit Abstecher zur französischen Revolution, der Einführung von der Demokratie, was sozusagen wie eine Revolution war in Bern, und der Erfindung vom WWW, World Wide Web. Sagt der Pünktli und beweist mit dem, dass er ziemlich alles genau mitgekriegt hat, obwohl das mit dem Teilchenbeschleuniger für ihn schon eine Überforderung darstellt. Mit dem Teilchenbeschleuniger, flüstert der Herr Berners-Lee, kann man eventuell auch einmal Geschichtenreisen machen. Aber nur, wenn man die Lichtgeschwindigkeit überwindend. Also, wenn Sie die Lichtgeschwindigkeit überschreiten, versucht der Pünktli, dann sind wir grösser als alle grossen Wissenschaftler und Forscher vor uns, wie der Einstein, der Niels Bohr, der Schrödinger und der Hawkins miteinander. Schwärmt der Herr Berners-Lee. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist so sicher wie die Eckstange von meinem Ordonnanzvelo, kontert der Pünktli. Oder meinen Sie, ich könnte eventuell mein Velo in der französischen Revolution wieder zurückholen? Es ist alles möglich, flüstert der Herr Berners-Lee, der sonst als doch sehr bescheidener Wissenschaftler gilt, und er nimmt das Buch aus dem Sack. Der Titel von dem zerlesenen Buch heißt «The Time Machine» from H.G. Wells. Die Augen vom Polizist Pünktli fangen an leuchten. Ja, in dem Fall, sagt er. Sie müssen nämlich wissen, dass ich vor kurzem noch eine Platte geflickt habe an dem Velo. Und zwar mit einer Gummilösung, die sich gewaschen hat. Das ist alles wunderbar. Aber zuerst muss ich jetzt das WWW erfinden, dass wir mit den Franzosen kommunizieren können, und dann kommt die Lichtgeschwindigkeit dran. Ehrenwort, fragt der Pünktli. Ehrenwort, sagt der Herr Berners-Lee. Wo ist der Geschichtenhebel? Hört man jetzt der Klaue. Ich will heim. Pünktli, wenn du nicht sofort den Geschichtenhebel für machst, hast du das letzte Mal Sauerkraut mit Speck gegessen. Ich habe Sauerkraut gar nicht gern, sagt der Pünktli beleidigt. Wie viel Mal muss ich jetzt auch noch sagen? Und einen Geschichtenhebel habe ich gerade auch keinen. Ja, meinen Sie vielleicht den hier? Fragt der Herr Berners-Lee und greift in seine Einkaufstasche. Tatsächlich. In der Tasche ist der Geschichtenhebel, und das ist ja auch kein Wunder. Schliesslich ist er von der Loki genau dort hineingeflogen. Warum soll er jetzt nicht dort sein? Und so kommt es dann, dass der Pünktli den Geschichtenhebel wieder in der Loki einsetzt. Der Schlaue froh ist, dass der Klaue ein Fußbrot im Schweizer Restaurant vom Teilchenbeschleuniger gestohlen hat, weil er hat einen riesen Hunger. Ein Fußbrot, das ist etwa das Gleiche wie ein Sandwich, wo aber kein Earl of Sandwich, sondern eine findige Mutter schon vor 2000 Jahren erfunden hat. Käse oder Fleisch auf und unter Brot. Der Klaue aber mag gar nichts essen. Er hat zu Reisen, um endlich wieder heim in die Räuberhöhle zu kommen. Geschichte Nummer 6. Die 4. industrielle Revolution. Ja, der Klaue wette jetzt aber langsam heim. Oder schnell. Das kennen wir von ihm. Er ist zwar ein sogenannter Abenteurer, aber irgendwann kriegt er Heimweh.
Und die Zeitreise mit dem Geschichtenhebel von der Loki vom Nostalgiezug von Filisur auf Glasgow, wo der Herr Watt gerade Dampfmaschine erfunden hat, dann auf Paris an die französische Revolution mit der portablen goldigen WC-Häusli, weiter auf Bern zur Gründung von der direkten Demokratie in der Schweiz, nach Detroit zum Stapellauf vom ersten Fließbandauto Tin-Lissi von Mr. Henry Ford, nach Genf, wo im CERN das WWW erfunden worden ist, und zwar vom netten Herr Berners-Lee, ist auch für den Klaui streng und nervenaufreibend gewesen. Und etwas muss man bedenken. Gestohlen hat der Klaui viel, aber geblieben ist ihm nichts. Nicht einmal die Steuergelder, die im Parlamentarier zu Bern gemacht haben. Das Auto, Tin-Lissi, hat er auch nicht mitnehmen. Das hat er zu Schrott gefahren und das goldige WC-Häusli ist irgendwo in den 200 Jahren zwischen 1789 und 1989 verloren gegangen. Ja, sogar das Velo. Das Velo vom Pünktli, ein Ordonnanzvelo zweiter Klasse, ist in der Französischen Revolution vom Mob versunibelt worden und verschollen. Weg, fort, auf Nimmerwiedersehen. Und reden wir Klartext. Im Trubel der Ereignisse haben die drei Zeitreisenden, Schlaui, Klaui und Pünktli, schon längstens den Überblick verloren. Wer sie sonst noch mit der Loki aufgabelt und wieder verloren haben. Sei es drum. Der Schlaui zieht am Geschichtenhebel und die Loki pfeift, stampft, rumpelt und verschwindet vor den Augen vom Herrn Berners-Lee, wo erst jetzt begriffen hat, was das für eine Loki ist. Und dass der Pünktli ihm die Wahrheit gesagt hat, als er ihm von der Zeitreise erzählt hat. Er, der grosse Erfinder vom WWW 1989, hat nämlich schon lange den Traum von einer Zeitmaschine gehabt. Und er hat gehofft und hofft noch immer, dass man im Teilchenbeschleuniger im CERN eines Tages mit Hilfe von der Überlichtgeschwindigkeit so eine Zeitmaschine kann erfinden. Ja, schon ein bisschen gemein, wenn da zwei gewöhnliche Räuber und ein St. Galler Landjäger mit einem Ordonnanzvelo zweiter Klasse, den er erst noch verloren hat, schon längstens die Zeitmaschine erfunden haben. Was heisst erfunden? Der Klaui hat einfach so viel Dussel, dass er Alpo Zeug findet. Und andere müssen es erfinden. Zum Beispiel ein Geschichtenhebel. Die Loki verschwindet also in der Zeitwolke und man hätte die ganze Zeitreise bis nach Filisur gerne übersprungen. Aber während dieser Reise von 1989 bis zur Gegenwart hat die Loki jetzt ein Ächzen und Stöhnen, wie eine Kuh beim Kalbern, sodass es einem leid tun könnte. Und tatsächlich taucht am Zeithorizont plötzlich der Herr McDonald auf. Er hebt den Daumen in die Luft, ein typisches Zeichen für einen Autostöppler. «Wir sind aber kein Auto», raunzt der Klaui. «Wir sind eine Loki». Aber der Herr McDonald lässt sich nicht abschütteln. Immerhin haben die drei Zeitreisenden Schlaui, Klaui und Pünktli ihn einfach im luftleeren Zeitkontinuum hängen lassen. Und jetzt können sie nicht so tun, als ob sie mit dem Ganzen nichts zu tun haben. «Thank you», sagt der Herr McDonald, der legendäre Einzelautobauer, der aber leider vom Henry Ford seiner Tin-Lissi in den Abgrund der Vergessenheit ist gestoßen worden. Kaum steht der McDonald im Führerstand der Loki, segelt auch schon ein Bundesweibel über den Pendler und ruft: «Ich will zurück auf Bern, hat er erfahren, ohne Bundesweibel keine Demokratie.» Und so bleibt der Loki und der Zeitreisenden nichts anderes übrig, als dass sie der Weibel mit Hilfe vom Räubermantel vom Klaui aus dem Zeitkontinuum rausfischen. Wie das soll gehen, das überlasse ich jedem selber, um sich vorzustellen. Wir haben jetzt keine Zeit für dergleichen. Weil kaum ist der Weibel auf der Loki, sieht man ein WC-Häusli durch die Luft fliegen.
und unsere Zeitreisenden hören die Stimme vom Emmentaler Käsehändler. Je suis en train d'uriner et ces crétins se promènent avec la locomotive. Ça c'est la révolution, ça c'est la révolution. Interessant, wie jetzt alle Verlorenen wieder auftauchen, sagt der Schlaue, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst die Letzte und nimmt mich Wunder, ob der Burst mit einem Whisky auch noch auftritt. Er soll vorwärts machen mit Co., sagt der Klaue finster. Ich will nämlich heim, endlich. Man müsste lügen, aber tatsächlich taucht nach kurzer Zeit auch noch der Bursch mit dem Rückenzeinli auf. There's only one bottle left, sagt der Bursch. What will my boss say about that? I should have taken all the whiskey to the priest of Glasgow. Was so viel heisst wie, es bleibt nur noch eine Flasche, die voll ist, für den Pfarrer von Glasgow. I'm so sorry, sagt der Schlaue einfühlsam. Aber wir wissen nicht einmal, ob wir überhaupt wieder heimkommen. Wenn ich schon noch Glasgow höre, sagt der Klaue und schwingt bedrohlich seinen Teekrug. Wenigstens hat er den noch, oder besser wieder, immerhin. Statt in Filisur aber landet Loki im Räuberwald, direkt vor der Räuberhöhle. Das trifft sich gut, sagt der Pünktli, wo mit dem Klaue als Letzter noch im Führerstand auf der Loki steht. Jetzt weiss ich endlich, wo die Räuberhöhle ist und weiss, wo ich morgen suchen muss, wenn etwas gestohlen worden ist. Der Klaue findet das aber gar nicht lustig. Pünktli, du elender Polizist, sagt er putzhässig und packt der Pünktli am Schlawittli. Entweder machst du die Augen zu oder ich steck dir deinen Kopf in meinen Teekessel. Oh, da ist ja das Velo vom Pünktli, ruft der Schlaue unten rauf. Gib's rauf, befiehlt der Klaue von der Loki oben runter. Und er kommt einem fast ein bisschen vor mit dem ausgestreckten Arm wie der Jack Sparrow als Captain auf dem Piratenschiff von der Karibien. Einfach mit Bart statt mit Stutz. Der Schlaue gibt mit Hilfe der anderen das Ordonnanzvelo 2. Klasse am Klaue auf den Führerstand auf. Der Klaue rupft am Geschichtenhebel und springt im letzten Moment ab der Loki. Und man hört nur noch der Polizist Pünktli rufen: Im Namen des Gesetzes, ihr sind alle zusammen verhaftet, Elendspack von Morlocks. Und dann hört man nichts mehr. Was ein Pack von Morlocks ist, weiss weder der Herr McDonald, noch der Bundesweibel, nicht der Mann im WC-Häusli und auch nicht der Bursch mit der letzten Flasche Whisky. Sogar der Schlaue kann nichts mit Morlocks anfangen. Das Einzige, was ihm in den Sinn kommt, ist die Frage, was denn jetzt gerade für eine Revolution könnte im Gang sein. Nachdem die Loki ja die erste industrielle Revolution mit der Erfindung der Dampfmaschine in Glasgow besucht hat, dann die zweite mit der Massenherstellung von Konsumgütern in Michigan und die dritte industrielle Revolution mit der Erfindung vom Computer in Berlin, beziehungsweise mit der Erfindung vom Internet in Massachusetts, beziehungsweise mit der Erfindung vom WWW in Genf, wäre es logisch, dass auch die letzte Haltestelle etwas Besonderes auf Lager hätte. Aber nein, es ist nur die Räuberhöhle mit dem Velo und das Beweismittel von dieser Zeitreise, also die Loki vom Nostalgiezug mit dem Geschichtenhebel, ist verschwunden. Was allerdings nicht verschwunden ist das goldige WC-Häusli. Das ist beim Landen vom Puffer vor Loki gefallen und steht verkehrt an einen Baum gelehnt. Weil gerade alle dringend aufs WC müssen, trüllen der Bundesweibel und der Herr McDonald die goldige Sänfte um und einer um den anderen verschwindet im tragbaren oder auch als ambulant bezeichneten WC. Vielleicht meint jetzt einer, dass sie im WC auf nimmer wiedersehen und zurück in ihre Welt verschwinden. Nein,
so weit sind wir noch nicht. Sie kommen wieder führen. Und der Schlaue und Klaue müssen jetzt das Picken, das Essen organisieren, weil alle haben einen riesen Hunger und warten, bis etwas auf dem Tisch steht. Einmal kann man das ja noch machen, sagt der Schlaue. Aber ewig können wir die nicht durchfuttern. Wenigstens sind wir daheim, schnuft der Klaue auf. Und so kommt es, dass für einige Zeit die Räuberhöhle ein Hotel für Zeitreisende wird. Zur allgemeinen Beruhigung. Der Erste, der beim nächsten Mal nicht mehr aus dem WC-Häuschen rauskommt, ist tatsächlich der Bursch mit der Whisky-Zeine. Später verschwindet auch der französische Käsehändler. Dann der bundesweite, der Herr McDonald. Und nach längerer Zeit hört man der Pünktli durch den Wald rufen: Im Namen des Gesetzes, wo ist die Räuberhöhle? Mit der KI, der künstlichen Intelligenz, hat er nämlich herausgefunden, wo das die Höhle etwa könnte sein. Und wenn ein Polizist die künstliche Intelligenz entdeckt hat, dann kann man sicher sein, dass wir mitten in der 4. industriellen Revolution angekommen sind. Was aber der Schlaue und der Klaue jetzt und in Zukunft machen mit dieser künstlichen Intelligenz und einem Pünktli, das ist eine Geschichte, die zuerst noch passieren muss. Und erst dann kann geschrieben werden. Geschichten hören, das macht Freude, oder? Komm vorbei auf srfkids.ch, dort haben wir dann noch ganz viel mehr davon. Kannst du eine nach der anderen reinsaugen, wenn du willst. Und darfst mir auch gerne mal schreiben im Treff auf srfkids.ch im Fall, wie du es so findest oder wenn du irgendeinen Wunsch hast. Tschüss von mir, Dana Zöllig, und bis ganz gleich wieder.